am Strand parkieren, oder? Ihr seht, der Weg führt dort an. Man kann wirklich mit dem Auto bis an den Strand fahren. Und wir haben natürlich schon gesagt, hey, das wäre das Coolste. Es hat dort etwa 4 Parkplätze gehabt. Es hat eine kleine Beachbar dort gehabt, wo man frisch gebratene Fisch bekommen hat. Es war wirklich ein kleines Paradies gewesen. Der perfekte Spot für uns mit unserem Caddy-Camper. Es hat ein Problem gegeben. Die letzten 20 bis 30 Meter von dieser Zugangsstraße, die ist einfach nochmal holpriger, steiler und mit grösseren Löchern versehen gewesen, wie der Weg, den wir schon hinter uns hatten. Genau, man sieht es hier ein bisschen. Und meistens, wie es so ist mit diesen Bildern, es war noch ein bisschen extremer gewesen, als das Bild dann schlussendlich wirken lässt. Und dann war so die Frage, oder? Dafür gesprochen hat, dass wir es gleich probieren. Ganz einfach, dass es andere Autos drinnen hat, die nicht unbedingt offroad-tauglicher waren als unser Caddy. Aber vielleicht auch ein bisschen weniger schön oder weniger gut Weg ausgesehen haben. Vielleicht ein paar Bühlen mehr hatten oder so. Und wir sind ein bisschen, ihr seht dort, Steffi ist dort der leuchtende Punkt. Wir sind am Abwägen gewesen. Schaffen wir es, mit diesem Caddy hier runterzufahren? Machbar müsste es ja eigentlich sein, oder? Wie groß ist denn jetzt das Risiko, dass wir eben vielleicht doch dann irgendwo anschlagen und dann vielleicht irgendwie am Boden irgendwo etwas aufkratzen oder die Schürze vorne kaputt geht oder sonst irgendwie Stoßdämpfer? Und nachher noch so die nächste Überlegung, okay, es will ja schon irgendwie gehen, aber am nächsten Tag musst du auch wieder raus. Musst du irgendwo wieder hochfahren. Und wir sind so vor dieser Entscheidung gestanden und es ist uns echt nicht einfach gefallen. Hin und her. Das Herz hat gesagt, da musst du runterfahren. Und ich habe mich schon gesehen, am Abend an dem schönen Strand, etwa so habe ich es mir vorgestellt, wie es da kommt. Sie hinter der Caddy ein Feuerchen machen, etwas Gemütliches trinken. Und das Herz hat gesagt, da musst du runterfahren. Das müssen wir machen. Das kannst du nicht verpassen. Und der Kopf hat gesagt, mach es nicht. Es ist viel Risiko. Es kann sein, dass der Caddy noch für immer in Albanien bleibt. Oder wir uns irgendwie mit abschleppen lassen oder eine albanische Autogarage suchen. Und es ist vielleicht gescheiter, wieder umzukehren und ein anderes Plätzchen zu suchen und einfach den Tag ein bisschen da zu geniessen. Kennt ihr so Entscheidungen? Das Hin und Her, so zwischen Herz und Kopf und die Frage, wer gewinnt am Schluss? Am Ende war es der Bauch, der den Entscheid gefällt hat. Und es war uns dann doch nicht ganz so wohl, um das riskieren und dass vielleicht am Schluss irgendetwas noch ist mit dem Auto. Und darum haben wir es dann nicht riskiert und nicht gemacht. Aber in dem Moment haben wir uns wirklich bereut, dass wir den Caddy leicht tiefer gelegt haben und nicht eher leicht höher gelegt haben, weil dann hätte ich es, glaube ich, gemacht. Genau. Die Anekdote zeigt, Entscheidungen sind manchmal wirklich schwierig. Und das Leben ist voll von so Entscheidungen. Nicht unbedingt alle so gross, oder? Es gibt so die allgemeinen Entscheidungen, die auch manchmal nicht einfach sind. Was koche ich heute? Was lege ich überhaupt an heute? In was sehe ich gut aus? Oder dann geht es weiter zu ein bisschen schwieriger. Welche von diesen 1500 Lampen auf Galaxus passt jetzt am besten da in unser Wohnzimmer? Für was soll ich mich da entscheiden? Oder wie soll ich auf eine schwierige Situation mit einem Kind reagieren? Oder können wir uns irgendwie ein zweites Auto oder weiss auch nicht was überhaupt leisten? Bis hin zu den wirklich grossen Entscheidungen mit weitreichenden finanziellen oder anderen Auswirkungen, wie wo wohne ich, wo ist mein Lebensmittelpunkt, kaufen wir ein Haus oder nicht, Partnerwahl, Berufswahl, wenn du ein bisschen jünger bist, oder dann die Frage vielleicht später, bin ich noch am richtigen Job? Oder ist es am richtigen Arbeitsort? Und ist es vielleicht daran, mal etwas zu verändern? Gesundheitliche Entscheidungen und so weiter. Wie entscheidet man da? Eben meistens redet man davon, dass es
der Mensch so entweder mit dem Kopf oder mit dem Bauch entscheidet. Kopfentscheide sind vor allem basierend auf Informationen und auf so rationalen Kriterien, so, wo man mit dem Verstand versucht, Vor- und Nachteile abzuwägen. Bauchentscheide, die sind eher intuitiv, die basieren auf Gefühl und auf Erfahrung, wo man versucht zu spüren, was fühlt sich denn jetzt in dieser Situation stimmiger und fühlt sich besser an. Und manchmal hat man so eine Tendenz, wer von euch würde sagen, dass er eher so der Kopfmensch ist und entscheidet eher so mit dem Kopf, trifft, genau, dürft mal den Kopf anlangen. Und wer eher mit dem Bauch, Hand auf den Bauch. Ja, also wir sehen, wir haben beides. Genau. Psychologen und Hirnforscher sind sich einig, dass gute Entscheidungen nicht nur anhand von Informationen entschieden werden sollen, sondern eben auch Intuition dazugehört. Und sagt aber, beides ist wichtig, sowohl Information als auch irgendwo das Bauchgefühl. Und spannend habe ich noch gefunden, dass wir tendenziell alle 9 von 10 Entscheidungen eher mit dem Bauch treffen, auch wenn wir vielleicht schon eher Kopfentscheid machen. Aber so ist es, dass man dann eben auch vor schwierigen Entscheiden davon redet, dass sie einem Kopfweh oder Bauchweh können, bereiten. Und das ist eine Ausdrucksform, oder, die soll ausdrücken, dass man innerlich noch nicht wirklich einen Frieden und eine Klarheit über eine Entscheidung gefunden haben. Und ich glaube, gerade vor allem bei Entscheid von grösseren Auswirkungen ist es wichtig, dass wir irgendwo an einen Punkt ankommen, wo wir einen inneren Frieden oder eine Ruhe darüber haben. Und als Christen schauen wir oft zu Gott und hoffen, dass er uns einen Wink gibt oder eben sagt, was denn die richtige Entscheidung ist. Und manchmal ist es nicht so einfach, oder? Selten komme ich so ein Briefchen von Gott über. Und darum fragen wir uns manchmal, wie hilft denn Gott in so Entscheidungen? Und wir sind in dieser Serie drin, die Kraft der Stille, wo wir uns damit beschäftigen, wie wichtig und kraftvoll Momente der Stille und der Abgeschiedenheit sind. Stille ist ein Ort der Begegnung mit Gott, aber auch mit uns selber auf eine nicht transaktionale Art und Weise. Also auf eine Art, wo es nicht jetzt einfach darum geht, etwas von Gott überzukommen, sondern Stille ist ein Ort, wo wir uns einfach Gottes Liebe aussetzen können und in seiner Gegenwart sein. Es ist ein Ort, wo sich unsere Seele, wo manchmal so wie ein scheues Wildtier ist, getraut, sich irgendwo zu zeigen und wo wir besser wahrnehmen können, was in uns abgeht. Die Stille, das haben wir aber auch in dieser Serie, ist auch ein Ort der Prüfung, wo auch unsere Schattenseiten ans Licht kommen und sich irgendwo zeigen. Und nachdem wir jetzt so all diese 3 Sachen hatten in dieser Serie, merkt ihr vielleicht, Stille und Entscheidungen ist eigentlich, glaube ich, gar keine schlechte Kombination. Oder ist es nicht verwunderlich, dass Stille eben auch gerade in Bezug auf grosse Entscheid eine wichtige und hilfreiche Rolle spielt. Und das möchten wir heute miteinander noch ein bisschen mehr anschauen und darin hineingehen, wie wir dann auch in der Stille Gottes Weisheit suchen können. Weil immer wieder kommen wir also Entscheidungen, wie wir es auch schon jetzt ein bisschen davon hatten, die eine grosse Tragweite haben. Und als Christen kommt vielleicht noch dazu in dem Moment, dass wir die Entscheidung ja nicht einfach nur für uns treffen möchten, sondern auch auf eine Art und Weise möchten treffen, wo im Sinn von Gott ist. Das allein ist übrigens auch schon eine Entscheidung, oder? Dass man sich mal irgendwo entschieden hat, hey, ich möchte nicht einfach nur auf mich hören, sondern mir ist auch wichtig, was Gott über Sachen denkt. Und darum ist es ein Aspekt von unserem Glauben, auch, dass wir Gott in unsere Beziehungen mit einbeziehen. Der Jakobus der ermutigt in seinem Brief dazu, dass wir Gott auch aktiv um Weisheit fragen, wenn wir in so einen Entscheidungsprozess inne sind und ihn um Hilfe bitten. Zum Beispiel im Jakobus 1,5 heißt es, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Das ist schon mal eine coole Zusage, die uns da die Bibel gibt, dass wir einen Gott haben, der uns auch Weisheit geben
in Situationen, wenn wir ihn darum bitten. Jetzt die Frage ist, wer von euch kann einfach sagen, dass ich bitte Gott um Weisheit, zack, Kerzenleuchter. Passiert selten so, oder? Oder eben, ich erlebe selten, dass man Gott irgendwie einen Zettel schickt mit einer Anweisung drauf, was ich machen soll, oder eine laute Stimme, die mir das sagt. Und das hat vielleicht damit zu tun, dass wir in der Bibel auch immer wieder sehen, dass Gott oft auch im Stillen, im Leisigen redet. Und wir sehen jetzt auch gerade heute, dass wir von Jesus lernen können, wie eben gerade die Zeiten der Stille und Abgeschiedenheit, gerade in Bezug darauf, wenn wir Gottes Weisheit suchen und seine Unterstützung in Entscheid, können enorm wichtig sein. Die Fähigkeit, zum weise und gute Entscheid zu fällen, das nennt das Neue Testament auch die Unterscheidung der Geister. Das ist ein alter Begriff, für uns manchmal ein bisschen schwierig vielleicht zu verstehen. Im Englischen ist es oft übersetzt mit dem Wort Discernment, das heißt Urteilsvermögen. Und dann je nach deutscher Übersetzung wird es oft auch einfach eben die Fähigkeit zu beurteilen genannt, ob etwas Gottes Wille ist oder nicht. Also Geister prüfen hat viel damit zu tun, etwas zu prüfen, ob es Gottes Wille entspricht oder nicht. Und im Römer 12, Vers 2 ruft der Paulus die Christen in Rom auf: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also der Paulus ruft uns auf, dass wir lernen, die Sachen zu beurteilen, ob sie Gottes Wille entsprechen, ob sie gut sind und ob sie vollkommen sind. Das Wort an dieser Stelle im Griechischen ist Dokmaso und wird eben an anderer Stelle dann auch als Prüfen verwendet, so zum Beispiel dann im 1. Johannes 4,1, wo er schreibt: Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Jetzt Geister ist in dieser Stelle, das ist das gleiche Wort, wie man auch bei Heiliger Geist zum Beispiel meint, aber es ist eben in dieser Stelle im Gegensatz zum Heiligen Geist gemeint. Und damit können zum einen Mächte gemeint sein, die gottfeindlich sind, aber es können auch einfach menschliche Geister und die dahinterliegenden Stimmen und Motivationen, die da herum sind, gemeint sein. Halten wir also nochmal fest, wir sind aufgerufen, auch durch die Bibel zu beurteilen und zu prüfen, ob etwas Gottes Wille ist oder nicht. Vielleicht noch eine kleine Randnotiz: Die Unterscheidung der Geister wird an einer Stelle im Neuen Testament auch als eine besondere Gabe bezeichnet, wo Menge Leute durch den Heiligen Geist bekommen. Die gibt es. Der Paulus ruft uns aber hier im Römer 12,2 zu, dass wir alle lernen sollen, zu beurteilen, ob etwas Gottes Wille ist oder nicht. Und nicht nur irgendwie auf Leute verlassen, die diese Gabe haben. In dieser Serie schauen wir ja auch immer an, was Jesus uns vorgelebt hat. Und das Spannende ist, dass wenn wir sein Leben studieren, dann sehen wir, dass auch er gerade sich von wichtigen Ereignissen und auch Entscheidungen zurückgezogen hat in die Stille und Abgeschiedenheit. Eben wahrscheinlich genau darum, um Gottes Weisheit zu suchen und die Geister zu prüfen. Wir lesen zum Beispiel von dem, bevor er sich entschieden hat, wer seine 12 Jünger sind, dass er sich zurückgezogen hat zum Gebet und mit Gott sein. Oder wir sehen das auch in einer Stelle, die viele kennen, wo in der Nacht vor seinem Tod, wo er sich im Garten Gethsemane nochmal zurückgezogen hat zum Betten. Zum Beispiel, das lesen wir im Lukas 22, was heißt: Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger, und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder und betete. Und wenn wir dann weiterlesen, sehen wir, dass er in dieser
Stille mit Gott gerungen hat, darüber, wie sein Weg weitergehen soll, ob er das Kreuz führt oder ob es eine andere Lösung gibt, und wie er an dem Punkt ist, wo er zu Gott kann sagen, nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Aus dieser Stelle können wir 3 so Beobachtungen mitnehmen. Zum einen heisst es da der Gewohnheit nach. Offensichtlich ist der Ölberg, der Garten dort, ein Ort gewesen, wo Jesus regelmäßig angegangen ist zum Betten. Ein Ort, wo er gern war. Und wir haben in dieser Serie schon mal gesagt, es ist manchmal gut, wenn wir so einen fixen Ort haben, wo wir wie wissen, hey, da können wir zur Ruhe kommen, da können wir in die Stille kommen. Dann das Zweite, was wir sehen, ist, dass Jesus sich auch von seinen 3 engsten Begleitern zurückgezogen hat. Auch wenn es Jünger waren, die näher mit ihnen unterwegs waren, die er gerne hatte, hat er sich sogar von ihnen in diesem Moment zurückgezogen, um ganz allein sein mit Gott und zu beten. Und dann sehen wir, dass, vielleicht jetzt nicht gerade in diesem Vers, aber in diesem Abschnitt, dass in dieser Stille und in dieser Abgeschiedenheit Jesus gestärkt worden ist. Da lesen wir, dass es ein Engel war, der gekommen ist und dass er eine neue Klarheit bekommen hat, um den Weg, der vor ihm gelegen ist, zu gehen. Und so wollen auch wir anschauen, wie denn uns und von ihm lernen, wie denn uns Stille und Abgeschiedenheit kann helfen in unseren Entscheidungsprozess hinein, weil einfach mal in die Stille hocken, das löst ja meistens den Entscheid auch nicht, sondern wir möchten ein bisschen weiter schauen, was denn passiert und was uns helfen kann, aus der Stille aus Kraft oder eben aus der Stille aus weise Entscheidungen zu treffen. Besonders natürlich, wenn es um Entscheidungen geht, die eine bisschen grössere Tragweite haben. Wie wir von Benny schon gehört haben in dieser Serie, wird es oft dann, wenn es um uns herum still wird, in uns drin, umso lauter. In der Stille und Abgeschiedenheit sind wir zwar frei durch Einflüsse von außen und anderen, dafür ist in uns drin plötzlich ein ganzes Orchester von Stimmen, wo unsere Aufmerksamkeit auf sich möchte ziehen und uns möchte irgendwo auch in eine Richtung drängen und beeinflussen. Zum einen ist da mal meine eigene Stimme. Die Stimme von meinen eigenen Bedürfnissen, von meinem eigenen Ego, von meiner Sehnsucht, von meinem vielleicht Gefühl, dass ich zu kurz könnte kommen, von meinen Ansprüchen, die ich irgendwie habe an mein Leben oder gerne hätte. Das ist meine eigene Stimme, die zuerst mal auftaucht. Dann gibt es da aber auch die Stimme von meiner Herkunftsfamilie. Familiäre Prägungen haben oft sehr eine starke Stimme in unserem Leben und sehr oft sind wir sie uns auch nicht unbedingt von Anfang an bewusst. Aber das sind so Sachen wie, so Prägungen wie, hey, so macht man doch das einfach. Das ist doch eigentlich das Normalste der Welt. Oder bei uns macht man das wenigstens so. Können aber auch Sachen sein, die man mitbekommen hat, wie du kannst das eh nicht, du schaffst das nicht. Oder du musst etwas leisten, das genügst. Diese Stimmen können raufkommen. Und dann gibt es aber auch noch die gesellschaftliche, die kulturelle Stimme. Das, was in unserer Gesellschaft heute als gut und richtig angeschaut wird. Es ist die Stimme der Welt um uns herum, die möchte, dass wir uns so verhalten und anpassen, dass es ihnen gemäß stimmt und passt. Hoppla. Und dann gibt es auch noch die Stimme von anderen Menschen in unserem Umfeld, vielleicht von wichtigen Menschen, von Freunden. Sind die Menschen, die vielleicht sogar auch von einer Entscheidung mit betroffen sind und wo eben darum vielleicht auch ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse haben, wo aber vielleicht auch Ratschläge und gescheite Gedanken dazu haben. Das alles sind so Stimmen, die in dieser Stille dann vielleicht plötzlich hochkommen. Und an dieser Stelle ist das nicht eine Bewertung von diesen Stimmen, sondern es ist einfach eine Tatsache, dass sie vorhanden sind, dass sie da sind und vielleicht ein Hinweis darauf, dass wir sie uns vielleicht manchmal gar nicht so explizit bewusst sind. Nur ein kurzes Beispiel aus unserer Ehe. Wenn Steffi und ich auswärts gehen essen,
Karten am Studieren sind, dann kann es sein, dass ich mich auf etwas zum Beispiel festlege. Es kann auch umgekehrt sein, ich erzähle es jetzt einfach aus meiner Sicht. Und die Steffi dann aber zum Beispiel sagt, was nimmst du? Schau, ich bin nicht ganz sicher, ob ich eher den Fisch nehmen soll oder ob ich eher das Veggie nehmen soll. Und so ein bisschen fragt. Und in dem Moment hast du, oder habe ich mehrere Stimmen in mir drin. Es gibt die eine Stimme, das ist so die Stimme von meinem Ego, oder, wo kann darauf spekulieren, okay, wenn sie den Fisch nimmt, dann hätte ich mir auch noch überlegt, das ist eigentlich noch cool und vielleicht mag sie dann nicht alles, dann kann ich vielleicht Teil von dem noch haben. Und so die Stimme, die so sagt, sagen ihr, sie soll den Fisch nehmen. Und dann ist die Frage so, und wo ist die Stimme, die mir sagt, was ist wirklich das Beste für meine Frau und was ist aus ihrer Sicht das, was ihr vielleicht am meisten hilft. Ihr seht, das geht ganz schnell und so Stimmen sind rum und oft sind wir uns vielleicht gar nicht so bewusst. Und es geht in einer ersten Linie da mal darum, uns bewusst zu werden, dass die Stimmen da sind, sie zu erkennen und vielleicht sogar zu benennen. Und für das braucht es Stille. Stille hilft uns, anzuhören, mal alles ein bisschen sacken lassen und das ein bisschen sortieren, was ist irgendwo welche Stimme und das auch mal kritisch zu hinterfragen. Ich möchte mit euch zum Schluss noch ein paar Prinzipien anschauen, die uns eben helfen können, in das hineinzugehen. Und das sind ein paar praktische Gedanken, basierend auf den Exerzitien, die der Ignatius von Loyola, der Gründer des Jesuitenorders, dort beschrieben hat. Es ist ein Auszug, es sind ein paar Inspirationen daraus heraus, weil das Ganze ist eigentlich ein 4-wöchiges Programm, das können wir nicht so jetzt da miteinander anschauen. Aber es sind ein paar hilfreiche Sachen, die ich schon öfters als wirklich hilfreich auch in meinem Leben empfunden habe. Als erstes sagt er, um gute Entscheidungen zu treffen, ist es wichtig, dass man sich von so unbewussten Vorlieben nicht zu einem Urteil verleiten lässt, sondern sich von all diesen Sachen kann irgendwo lösen und ganz auf Gottes Willen ausrichten. Also das, was wir vorher schon ein bisschen angeschaut haben, dass wir uns diesen inneren Stimmen bewusst werden und uns dann von ihnen irgendwo auch lösen können und an einen Punkt kommen können, wo wir sagen, da sind wir frei für den Willen von Gott. Dass wir an einen Ort kommen, wo wir innerlich frei sind, eine innere Freiheit bekommen, dass uns nicht mehr darauf ankommt, wie kommt jetzt die Entscheidung raus. Welche Lösung? Weil meistens haben wir ja schon im Inneren schon ein bisschen etwas, wo eben vielleicht unser Ego dazu tendiert. Es geht darum, dass wir die innere Freiheit erlangen, um wie Jesus dort im Garten Gethsemane können sagen, nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Dass wir eine Offenheit bekommen. Das Prinzip, das nennt der Ignatius Indifferenz oder auch Gleichmütigkeit. Jetzt, das tönt ähnlich wie Gleichgültigkeit, aber es geht nicht darum, dass man uns gleichgültig wird, was irgendwo dabei rauskommt, sondern es geht darum, eine Offenheit überhaupt dafür zu bekommen, für die verschiedenen Möglichkeiten, wie ein Entscheid gefällt werden kann. Dass man nicht einfach nur innerlich anhören, was ist denn das, was ich jetzt gerade am liebsten hätte, weil nur schon das ist ja manchmal auch noch schwierig zu herausfinden, was ist das, was ich wirklich will, sondern bereit sein für jeden möglichen Ausgang, den eine Sache haben kann, so dass sie im Sinn von Gott kann entschieden werden kann. Und das ist wirklich manchmal nicht ganz einfach, oder? Weil oft geht man auch an einen Entscheid an, wo man sagt, hey, ja, jetzt fragen wir noch Gott, aber eigentlich innerlich weisst schon ziemlich genau, was du eigentlich gerne hättest, dass es Gott bestätigt. Und ist es eigentlich gar nicht mehr so eine grosse Frage, weil gar nicht mehr so eine grosse Offenheit auch rum ist. Und das ist das, was der Ignatius da nennt, gleichmütig oder indifferent werden. Und ich habe gemerkt, das ist auch etwas mega Hilfreiches, auch gerade an Orten, wo man gemeinsam Sachen entscheidet. Also zum Beispiel in der Ehe, in einem Team oder in einem Gremium, in einer Leitungsfunktion, wenn es um grössere Entscheidungen geht, dass man versucht, einen Abstand zu gewinnen,
dass man versucht, an einen Punkt heranzukommen, wo man kann sagen, hey ja, ich möchte bereit sein, einmal von dieser Lösung, wie ich es gerne lösen würde. Weil meistens hat man ja das, auch gerade in einem Team oder in einer Ehe, manchmal schon etwas, wo man klar bevorzugt. Und man wie dort dann nochmal einen Abstand gewinnen und sagen, okay Gott, ich möchte die vorgefasste Meinung, ich möchte meine Wünsche jetzt einfach einmal versuchen an einen Ort zu stellen, dass ich kann sagen, ich bin offen für egal, was rauskommt. Und weil das auch manchmal schwierig ist, glaube ich, dürfen wir Gott bitten, uns in dem Moment zu helfen und in uns zu wirken. Und eine Möglichkeit ist auch, indem wir zum Beispiel einen Psalm beten. Im Psalm 25 heißt es im Vers 4 bis 5, der hilft irgendwie so zum das Betten. Und das Spannende ist, er zeigt ja auch, dass die Leute, der Psalmschreiber, wahrscheinlich der David, die Themen auch durchgecatcht hat. Dass wir können beten und sagen, Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll und lass mich erkennen, was du von mir willst. Lehre mich Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu leben. Du bist der Gott, bei dem ich Richtung finde. Zu jeder Zeit setze ich meine Hoffnung auf dich. Und in einem anderen Psalm, im 139, heißt es, erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Da bittet der Psalmist darum, dass Gott ihm hilft, sein Herz zu erforschen und zu prüfen, welche Stimmen das denn eben da und Gedanken da vorhanden sind und ob sie dem Ziel folgen, dass wir uns auf Gottes Willen ausrichten können. Beim Ignatius ist nachher neben diesen Aussagen auch von der Bibel eines der wichtigsten Prüfungskriterien für eine Entscheidung die Frage, zu welcher Art von Mensch mich die Entscheidung macht. So wie es da in dem Psalm eben heißt, sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Und in dem herausfinden, was das ist, spielen dann die Emotionen zum Beispiel wieder eine tiefe Rolle. Er redet davon, dass wir auch wieder in der Stille tief in uns hineinspüren sollen und uns fragen sollen, ob jetzt der Entscheid eher Konsolatio oder eher Desolatio in uns aufruft. Konsolatio heisst einfach aufs Deutsche übersetzt Trost und Desolatio Trostlosigkeit. Und das sind Begriffe, die wir jetzt vielleicht nicht so einordnen können in diesem Zusammenhang. Er beschreibt dort Trost als alle Zunahme an Hoffnung, Glaube und Liebe und alle innere Freudigkeit, die zu den himmlischen Dingen ruft, indem sie der Seele Ruhe und Frieden in ihrem Schöpfer und Herrn gibt. Vielleicht in unserer Sprache heute kann man eher reden, Sachen, die irgendwie Vertrauen ausrufen, wo ein innerer Frieden irgendwo reinkommt, eine Dankbarkeit, Liebe, Freude, eine Sehnsucht, eine innere Stärke, Energie, vielleicht auch Heiterkeit, Geborgenheit, Lebensfreude, Ruhe, Begeisterung, Leidenschaft. Wenn man sich mal in sich hineingespürt, sind das die Sachen, die hochkommen, wenn ich an die Entscheidung denke. Trostlosigkeit im Gegensatz beschreibt er als Dunkelheit der Seele, Verwirrung in ihr, Unruhe von verschiedenen Bewegungen und Versuchungen, die zu Unglauben bewegen, ohne Hoffnung, ohne Liebe, wobei sich die Seele ganz träge, lau, traurig und wie von ihrem Schöpfer und Herrn getrennt findet. Also Trostlosigkeit ist so das, wo es Unbehagen, eine Leere, eine Unruhe, auch Angst, Irritation, Misstrauen, Zynismus, Bitterkeit, Selbstmitleid und so weiter in uns irgendwo aufkommt. Die Leitfrage in dem Sinne, zu welcher Art Mensch macht mich die Entscheid? Und wenn ich an den Entscheid denke, kommt da eher Konsolatio oder Desolatio in mir auf.
Und in dem Sinne hilft die Stille oder eben braucht es Stille, um überhaupt in der Ruhe zu sein, um da mal ein bisschen genauer anzuhören und zu spüren, was denn da für Gefühle sind. Und das ist manchmal auch ein Prozess und nicht jetzt einfach etwas, wo man einmal anhockt, 10 Minuten in sich hineingespürt und dann irgendwo hat man es, sondern wo man vielleicht auch mehrmals muss. Und darauf achten, verändert sich das mit der Zeit oder bleibt es stabil? Und so können Entscheidungen dann auch reifen. Und ich glaube, es ist trotz allem aber wichtig, dass wir uns bewusst sind, Gefühle können auch mal trügen. Und das kann schlussendlich dann auch zu einer grossen Reue führen, wenn wir uns allein auf Gefühle verlassen. Und darum ist auch ein wichtiger Aspekt davon, dass eben der Verstand nicht einfach ausgeschaltet wird und ausblendet wird beim Ignatius. Auch er redet davon, dass es Gefühl und Verstand braucht. Gott hat uns allen einen Verstand gegeben und er hat uns auch gegeben, um ihn zu nutzen und nicht einfach zum irgendwo der Garderobe abgeben. Und eine Funktion vom Verstand ist es, dass er Gefühle und Informationen, die wir haben, kann einordnen und in eine Beziehung bringen. Und darum ist ein nächster Schritt dann, uns zu fragen oder eben den Verstand einzuschalten und zu fragen, welche von diesen Stimmen ist am dominantesten, was will sie, welche von diesen Stimmen gebe ich Gewicht, wie beständig sind die Gefühle, die in mir aufkommen, sind sie stabil oder ist es etwas, was ich mir vielleicht auch einfach einbilde? Und so kommen wir an einen Punkt, wo wir Pro und Contra dann eben abwägen. Das ist einer von diesen Schritten, oder das ist wirklich im Latinischen, oder? Pro und Contra, das kommt von dort wahrscheinlich. Uns überlegen, was für Folgen hätte der Entscheid? Welche gute Folge hätte es, die Sache anzunehmen? Nicht einfach nur, welche Folgen hat es, sondern welche gute hätte es, wenn ich das mache. Und zwar im Blick auf Gottes Ehre und unser geistliches Leben, aber auch vielleicht welche Gefahren und Nachteile. Und schlussendlich ist es nachher dran, eine Entscheidung zu fällen. Und gut entscheiden heisst nicht keine Entscheidung treffen und einfach zu warten, bis wir das Gefühl haben, Gott hat mir jetzt ganz klar gesagt, was ich machen soll und endlich habe ich irgendwo den Wink irgendwo von ihm bekommen. Sondern gut entscheiden ist in dem Fall nach reiflicher Überlegung, vernünftig zu entscheiden, das, was sich irgendwo auch geistlich richtig anfühlt. Also einen Entscheid treffen auf der Grundlage von dem, was uns vernünftig stärker überzeugt, heisst jetzt da in seinen Exerzitien, im Licht von Gottes Ehre und von was Gottes Wille kann entsprechen. Und jetzt, das eben, weil es ein bisschen alte Sprache ist, vernünftig stärker überzeugt, heisst nicht einfach, was logisch die besseren Argumente hat, sondern es bezieht auch wieder die Emotionen und Informationen ein. Wir sollen beides miteinander abwägen, beides miteinander in Beziehung bringen und dann hin entscheiden auf das grössere Ziel, das wir haben, auf Gottes Ehre hin. Und da braucht es manchmal dann auch einfach ein bisschen Mut, um zu sagen, so und jetzt treffe ich eine Entscheidung, weil es nicht immer der tiefe Frieden bis ins letzte Detail da ist. Und wir dürfen dann aber auch, wenn wir uns entschieden haben, unseren Entscheid im Gebet vor Gott bringen und Gott beten, die Entscheidung anzunehmen. Und ich mache dann oft auch so und sage, hey, und wenn sie nicht richtig ist, dann bitte melde dich. Und zu bestätigen. Und ich glaube, wir müssen nicht Angst haben, dass wir falsch entscheiden können. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns keine Fallen stellt. Dass Gott in jedem Fall mit uns ist, wenn wir uns entscheiden und der Weg mit uns kommt, auch wenn es mal vielleicht nicht richtig war. Aber er lässt uns nicht im Stich. Ich möchte zum Schluss das noch in eine praktische Anwendung hineinnehmen. Jetzt grössere Entscheidungen, die können wir nicht jetzt einfach in einer praktischen Anwendung da irgendwie ganz durch. Aber ich möchte einfach einen Teil davon mit euch mal machen, wo ich vielleicht so einen Einstieg kann geben in die Entscheidung hinein. Und für das brauchen wir da den Stuhl und das Tischchen.
machen wir es uns gemütlich. Ihr dürft es in eurem Stuhl euch gemütlich machen. Dann machen wir es ohne Kerzchen, das ist auch okay. Von dem her, es ist vielleicht gut, wenn wir einfach die Augen zumachen, die Füße auf den Boden stellen. Einigermaßen bequem, aber auch aufrecht da sitzen. Und vielleicht mal kurz einfach 2-3 Mal durchschnaufen. Bewusst werden, dass Gott da ist in dem Moment. Um uns, in uns. Und vielleicht weißt du schon gerade eine konkrete Entscheidung, die ansteht, die du möchtest von Gott bringen. Vielleicht ist auch bei dir jetzt nicht gerade etwas am Anstehen und ist vieles gerade gut. Dann kannst du dich vielleicht fragen, hey, wo möchte Gott vielleicht mehr mitreden in meinem Leben? Wo ist es vielleicht dran, um ihm mehr Raum zu geben? Und wie breitet die Situation, die Frage einfach mal innerlich vor Gott aus? Versuchen wahrzunehmen, was da für Stimmen sind, die uns versuchen zu beeinflussen. Wer sind sie? Woher kommen sie? Was sagen sie? Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Du kannst Gott bitten, dass du indifferent werden, dich kannst lösen von diesen Stimmen, vielleicht gerade die dich am meisten ziehen, in der Freiheit bekommen für verschiedene Ausgänge. Machen uns auch nochmal bewusst, für was wir geschaffen sind. Um Gott zu ehren, ihm nachzufolgen, ihm ähnlicher zu werden. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Und nachdem wir das versucht haben, ich weiss, es war jetzt ein bisschen schnell, so auszubreiten von Gott, können wir ihn um Führung und um Klarheit bitten. Gott bitten, dass er uns zeigt, was jetzt in dieser konkreten Entscheidung mehr zu seinem Lob und zu seiner Ehre und zur Reifung auch von uns im Glauben beitragen kann. Ihn darum bitten, dass sich unser Verstand und Wille
an seinem Willen kann ausrichten kann. Da können wir zum Beispiel wieder den Psalm 25 beten. Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll. Und lass mich erkennen, was du von mir willst. Lehre mich Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu leben. Du bist der Gott, bei dem ich Rettung finde. Zu jeder Zeit setze ich meine Hoffnung auf dich. Amen. Ich stoppe jetzt an dieser Stelle. Vielleicht kannst du daheim für dich weitermachen. Vielleicht nochmal von vorne. Vielleicht gelingt es dann nochmal besser, um die Stimmen zu sortieren. Und dann drin hineinspüren, ob sich Konsolation oder Desolation breit macht. Es ist in dieser Verbundenheit und Nähe mit Gott, wo der Heilige Geist in unserem Inneren wirken kann, in unseren Gedanken. Und möchten so, bevor wir jetzt nochmal auch in Worship gehen, miteinander auch zusammen das Abendmahl nehmen. Und es ist genau so ein Akt, wo mehr als nur in unseren Gedanken oder in unserem Inneren, sondern eben auch mit unserem Körper das bedeutet. Es hat übrigens einen QR-Code, wo ihr auf ein PDF, wo ihr die geistlichen Übungen aus dieser Serie auch mal so in einer kurzen Form habt, so als Notiz, dass ihr nicht alles selber aufschreiben müsst. Das Abendmahl ist ein Akt, wo etwas Geistliches, Körperliches erfahrbar macht. Und wo man, indem wir das Brot miteinander nehmen und können es gerade durch die Reihe geben, sowohl eins werden mit Gott mit uns, aber auch wir untereinander, weil wir alle von dem gleichen Lieb, Brot, und der Lieb, der steht für Jesus Christus, essen. Manchmal ist es auch eine gute Sache, gerade so vor so einer Zeit von der Stille, das Abendmahl nehmen und uns das irgendwie nochmal bewusst machen für Gottes Nähe. Komm, wir stehen auf zu dem. Jesus hat gesagt, wir sollen das immer wieder machen. Zur Erinnerung. Und es hilft uns zu erinnern, dass er in uns ist, dass er uns nach ist, das irgendwo zu spüren. Ich bete, dass wir jetzt das machen können. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wenn wir das Brot nehmen, wo dein Lieb ist, wo du hingegeben hast, so dass du mit uns sein kannst oder wir können mit dir sein. Ich bete, dass wenn wir das nehmen, dass wir uns irgendwo nochmal dieser Verbindung mit dir dürfen bewusst werden, nochmal dürfen eins machen mit dir, so wie du dich eins machst mit uns. Ich bete, dass wir dürfen merken, dass wir untereinander eins sind, dass wir ein Lieb bildet, dein Lieb auf dieser Erde, miteinander verbunden sind. Ich bete, dass das, was da so es ist eigentlich etwas Gewöhnliches, ein Stück Brot essen, aber dass das darf, symbolisch sein und dass wir das innerlich dürfen als eine Wahrheit merken und dass das Geistliche, das das symbolisiert, darf für uns irgendwo auch in unserem Inneren spürbar werden.